kämpfen muss, mag man es nicht mehr, wenn man es hat, gell? Ja, darum wird's auch mit den Zeitungsweibern nichts. Weil die schreiben ja schon in Zeitung nicht, dass wir alle in den Schoß fallen wollen. Ja, und ich will aber eine Frau, um die ich kämpfen will. Aha. Und jetzt kämpfe ich. So. Michel! Ja, bitte. Was ist jetzt? Oh. Es geht weiter, gehen wir zu gut. Ja, die Presse ist ganz ruhig. Ist sie, war sie? War sie nicht? Also wie der Michel weg gewesen ist, da hat die gerade wieder einen Anfall gekriegt. Mein heiß und kalt ist sie geworden, einen Schüttelfrost hat sie gehabt. Dann war es, als ob ihr ein Mühlstein aufs Herz gefallen wäre. Und zu guter Letzt sind ihr die Füße eingeschlafen. Das ist aber gespaßt. Ja, da gehen wir in den Stall. Ja, das arme Viech, gell. Der Wiesenbauer ist da, Frau Wirtin. Er ist gerade mit Michel in den Stall rausgegangen. Mein Gott, mir ist ganz elendig. Ich glaube, braucht zuerst eine Medizin. Frau Kandel? Ja? Haben Sie jetzt bloß keine Angst, gell? Ich hab keine Angst. Die Angst hat mich. Dass Sie jetzt nicht den Mut verlieren, wenn nicht gleich alles so geht, wie Sie sich das vorgestellt haben, ja? Aber Frau Lisa, was soll ich jetzt sagen oder tun, wenn er kommt? Jetzt zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Von meiner besten Seite. Und was ist das für eine? Mein Gott, Sie haben wirklich genug davon. Sie sind hübsch, Sie sind fleißig, Sie sind tüchtig, Sie sind sparsam. Es wird Ihnen schon was einfallen. Ja, wird mir schon was einfallen. Also, lieb können Sie auch sein, wenn Sie wollen. Ja, ja, kann ich, wenn ich will. Gut, also, jetzt setzen Sie sich daher. Ja. So. Und ich lasse Sie jetzt allein. Na! Sie bleiben doch. Nein, Sie können mich nicht da lassen oder Sie nehmen mich mit. Frau Kandel, da kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht helfen. Passen Sie auf. Denken Sie doch jetzt einfach an Ihre Erbschaft. Jawohl. Erbschaft. Erbschaft. Frau Kandel. Ja? Instinkt. Jetzt sitze ich da mit meinem Instinkt. Du bist jetzt ganz ruhig. Den Tee kochst du jetzt. Ich geh mir auf alle Fälle ein. Ja, Wiesenbauer. Weißt schon, auf einen Liter Wasser, eine Handvoll Tee und gut durchkochen lassen. Ja, Wiesenbauer. Du bist da. Ja, ich bin auch da. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein, gell? Ja, frei, was sollst du sonst sagen? Von meiner besten Seiten. Am besten von der Fleißigen. Ja, weißt du, Wieser, ich habe heute noch so viel Arbeit. Ja, am Abend wird der Faule fleißig. Möchtest du damit sagen, dass ich faul bin, ha? Rosi, lieb. Hast du Spaß gemacht, gell, Wieser? Sprichwort ist halt, gell? Ja. Na ja, dann geh ich wieder. Nein! Na, bleib doch da. Möchtest du vielleicht ein bisschen ausrasten? Bin ich nicht. Nicht. Magst du ein Bier? Nein. Ein Enzian? Nein. Auch nicht. Danke dir übrigens, dass du mir zur Hilfe gekommen bist. Deiner Kur, meinst du? Du brauchst ja meine Hilfe nicht. So wie mir was verändert, darfst du nicht einmal mit einem Ohrwaschel wackeln, oder wie? Aha. Du bist ein lieber Nachbar. Ein lieber Nachbar bist du, wollte ich sagen. Ja, aber jetzt geh weiter. Komm, siehst du ein bisschen hier. Komm, wenigstens bis der Tee fertig ist. Komm, du. Warum sitzt du denn so weit weg? In deiner Nähe ist mir nicht so behaglich. Und dir macht es wohl auch kein Vergnügen, oder? Nein. Ja, doch, ich weiß auch nicht, Wieser. Ihr seid so komisch. Das Herz drückt's mir direkt ab. Du wirst halt auf Nacht zu viel Mädel gegessen haben. Einmal, da wird's mir heiß und dann wieder kalt. Das kommt von den Wechseljahren. Und ja, jede Aufregung fährt mir sofort im Fuß. Alle 2 Füße haben eingeschlafen. Das ist die Arterienverkalkung. So. Das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn kein bisschen. Das ist die wahre Liebe nicht. Du Kandelwirtin, Ja? dass wir nur mal von dem reden, was zwischen uns heute vorgefallen ist. Oh ja, Wieser. Reden wir noch mal davon. Komm, reden wir. Jetzt reden wir.
Kandelwirtin. Ja? Das wollen wir vergessen. Ja, das wollen wir alles vergessen. Wir wollen doch den Leuten nicht einen Gesprächsstoff geben, wenn wir uns jetzt aus dem Weg gehen oder uns gar befeinden, Kandelwirtin. Nein, das wollen wir nicht. Herkommen wäre ich wohl nicht mehr so oft. Aber ich werde halber ein guter Nachbar bleiben, das verspreche ich dir. Und niemand braucht wissen, dass ich bei dir mal was anderes hab werden wollen. Einverstanden? Ja, freilich. Die Sache geht schief. Es war ja ein Blödsinn von mir. Und wir zwei so gar nicht zusammenpassen. Freilich ein großer Blödsinn. Die Sache geht immer schief. Wir hätten uns doch das ganze Leben gerade gestritten und keinen Frieden mehr gehabt. Keinen Frieden mehr gehabt, ja. Ich glaube, ich habe schon rein gar keinen Instinkt. Du ist schon besser, so wie es das du hast haben wollen. So wie es ich haben will, ist immer gut. Ja, du hast da allerhand gute Seiten, aber die Hauptsache fehlt dir. Gute Seiten? Ja, die habe ich. Du, ich glaube nicht, dass mir eine einzige fehlt. Stimmt nicht. Die wichtigste Kandelwirtin. Die allerwichtigste Kandelwirtin. Warum sagst du denn immer Kandelwirtin zu mir? Früher hast du einmal Rosi gesagt. Bei mir hast du ausgeroselt. Aber reden wir nicht mehr drüber. Hast recht. Reden wir nicht mehr drüber. Ich weiß sowieso nicht, was ich sagen sollte. Übrigens, dein Stall hast gut beieinander. Hast du heuer 2 Kühe mehr? Ja. Vetter Kandel, der hat immer bloß 5 gehabt. Ja. Und nachdem ich das Futter für 7 habe, habe ich halt 7 eingestellt. Ja. Du warst allerweil schon eine Sparsame. Ja. Sparsam bin ich. Sparsam mit allem. Nur mit böse Wertal nieder. Ja, aber Wiese, das ist nur alles rein äußerlich. Inwendig schaut es oft ganz anders aus, als wenn es zeigt. Ich möchte nicht reinschauen, inwendig. Du Wiese, staunen darfst, wie es inwendig in mir ausschaut. Ein Wort wärst halt haben, weil du mich holen lassen müssen hast. Oder mein Anblick so verhasst ist. Siehst du, täuscht dich. Du, dein Anblick ist mir überhaupt nicht verhasst. Ja, jetzt nicht mehr, wo ich dich nicht mehr heiraten möchte. Jetzt bist du drin. Na, Wiese, der Anblick, der war mir noch nie verhasst. Gerade leiden hast du mich nicht kennen. Hast du das doch selber gesagt? So? Hab ich das gesagt? Mein Gott, jetzt schlägt es bald 12 und bei mir hat es ausgeleitet. Sag einmal, wie spät ist es eigentlich schon? Meine Uhrstiefel. Wenn ja gerade alle Uhren stehen bleiben taten. Warum? Naja, damit die Nacht länger dauert. So, schlafst du so gern? Mein Gott, zum Schlafen habe ich auch keine Zeit. Ja, freilich wegen der Blässe. Nein, wegen dir. Wegen mir? Wiese, ich müsste da was sagen, aber ich bring's nicht recht raus. Was willst du? Brauchst du Geld? Nein, bloß eine kleine Gefälligkeit. Wenn ich kann, gern. Was willst du? Wiese, schau. Martin, meinst du nicht auch, dass es gut war, wenn wir... Mein Gott, ich bring's einfach nicht raus! Ich kenn dich gar nicht mehr. Du warst doch sonst nicht so scheu. Im Gegenteil. Grob und bissig warst du dabei. So? Ja, schimpfst wie ein Rohrspatz. So? Behandelst alle Leute gemein, besonders die es gut mit dir meinen. So. Ja, eine Xantippen bist du manches Mal. Was? Und da traust du dir auf einmal etwas nicht zu sagen. Also das wundert mich. Sag schon, was willst du? Hä? Wiese, hab mich gern.
Schlucker. Ja, du bist mir vielleicht eine liebe Person. Und statt dass du mir dankbar bist, dass ich bei Nacht und Nebel zu deiner Kur komme, beleidigst mich. Ja, du grausliches Weibsbild, du grausliches. Hab mich gern! Du, ich verbieg mir deine Keckheiten! Maria, hat's jetzt ein für den Zweifel geschlagen? Ich weiß, das gehört sich nicht, aber ich kann nicht anders. Lisa, ich bitte, hab mich gern! Jetzt klang's mir. Du, und wenn alle deine 7 Kieren Feitstanz kriegen und deine Schweindel an Kalkwursten, ich komm da nicht mehr über die Schweine, sag ich dir. Ich bin doch nicht dein Hans Wurst. Lisa, bleib da, ich mein's doch ernst! Verdammt nochmal, ich hab mich endlich gern! Sag mal, spinnst denn du? Nein! So, da ist jetzt der Tee. Jetzt schnell, dieser Bauch geht's doch zerblässen aus. Ich sollte mich eigentlich um das Vieh von der Person gar nicht mehr kümmern. Aber was kann denn die arme Kuh dafür, dass sie im Stall von der bissigen Kandelwirtin steht? Diese hier und den Tee hat er auch vergessen. Ja, und was ist mit der Verlobung? Nix. Was heißt nix? Haben Sie ihm nicht gesagt, dass er sie wieder gern haben soll? Ja, und wie ich es ihm gesagt hab. Ich war gerade so richtig schön in Fahrt, dann ist er wild geworden, davor gerannt. Ja, das nützt nichts, Frau Kandel. Heute muss noch drüber gesprochen werden. Es ist gerade 11 Uhr vorbei. Nein, Freund Lisa. Es ist nix. Die Erbschaft, die fällt ins Wasser. Ja, und damit meine schöne Bestellung. Frau Kandel, Ja. ich glaube, ich habe eine letzte kleine Idee. Ja? Jetzt passen Sie mal auf. Sie gehen jetzt in die Küche raus, ja? Und bleiben genau hinter der Tür stehen. Ich muss Sie bei der Hand haben, wenn ich Sie brauche. Schon recht. Genau hinter der Tür. Ja, ja. Ja, ich glaube, so geht's. So, das Kalb ist da. Ach, Gott Ja, sei ist in Dank. Ordnung. Gott sei Dank. Geh heim. Herr Wieser, ich hätte da noch was auf dem Herzen. Erzählen Sie mir das morgen, Frau Lisa. Es ist schon 3:45, da gehen wir ins Bett. 3:45? Ja, Nur noch 15 Minuten. ja, dann ist Mitternacht. Ja. Gute Nacht. Nein, nicht gute Nacht, Herr Wieser. Trinken Sie doch noch einen Schnaps mit mir. Bitte schön, ja? Gut. Weil Sie sind, Fräulein Lisa. Ja. Ein Schnapsel. Geht noch. Gut, bitte schön, setzen Sie sich zu mir her. Und dann trinken wir zwei einen Schnaps miteinander. So. Nein. Was ist denn? Also dann trinken wir zwei einen Schnaps. Was ist denn hier? Eine Hand zittert doch. Ja, Was sind Sie denn so aufgeregt? ist ein Wunder. Ich meine, so mitten bei der Nacht mit einem Mann wie Sie so ganz allein. Da müssen einem jungen Mädel doch die Hände zittern. Fräulein Lisa, keine Schmeicheleien. Trinken wir noch einen Schnaps miteinander und dann geh ich heim. Ja, Prost. Prost. Moment, einen noch. Also einen trinken wir noch miteinander, gell? Wollen Sie heute noch einen Rausch antrinken? Ja, heute brauche ich Stimmung. Also, Herr Wieser, Prost. Prost, Fräulein Lisa. Nur noch 13 Minuten. Und aller guten Dinge, die sind nämlich 3. Nein, nicht so schnell Also hintereinander. 3. Ich habe heute schon geschlafen, da vertrage ich nicht so viel. So, also wenn ich aufgeregt bin, dann merke ich gar nicht, dass ich einen Alkohol trinke. Ja, wieso sind Sie denn aufgeregt? Ich weiß nicht, ich meine, ist es ein Wunder? Was denn? Wissen Sie, Herr Wieser, wissen Sie, Sie gefallen mir. Ich? Also so ein guter Mensch, der mitten bei der Nacht zu einer kranken Kuh kommt, der tät verdienen, dass man ihn abbusselt. Naja, so gescheite Ideen hat halt die Rose nicht. Eben. Bussel hätte man wirklich verdient heute. Also, Also, Prost. Prost. Ja, oh, Prost. Lieber die Borzgach. Alles kann ich ausstehen, Herr Wieser. Alles bloß keine Ungerechtigkeiten. Und das verdiente Bussel, das müssen Sie heute noch kriegen. Würden Sie es dann eventuell auch von mir annehmen? Von einer? Ein Bussel? Ja,
Ja, warum nicht? Hat Ja, der ans Herrn und Schnurri? Moment. Da will ich ganz gern zuerst das Licht ausmachen. Wissen Sie, Herr Wieser, es gibt doch nichts Erotischeres als Küsse im Dunkeln. Hä? Ja, aber bei der Stück Finsternis, da wäre ich in der Gastschau gar nicht finden. Ach, was man finden soll, findet man in der dunkelsten Nacht. So, da bin ich. Ah, du sind's. Ja. Wenn man schon den puzzeln kann, die man gern möchte, dann puzzelt man halt die man kriegt. Was gut? Ah, das ist schon was Schönes. Seien Sie mir nicht böse, Fräulein Lisa, aber jetzt kann ich mir so recht gut vorstellen, wie das wäre, wenn ich die Rose im Arm hätte. Wenn das Luder nicht so widerspanstig war, dieses Mistviech. So glücklich könnte man sein. Hab ich recht? Warum sagst du denn nichts? Schon was Schönes, so ein Weiberl im Arm. So rund und so weich und praktierlich. Die Rose darf sich nicht so stark halten. Die hätte mir schon längst die Augen ausgekratzt. Jetzt noch eins zum Abgewinnen. Nix wird mehr abgewöhnt. Rose, du? Ja, Martin, ich. Ja, Rose, magst du mich denn überhaupt? Geh, du dummer Teufel, du immer schon. Es war eine Viehsarbeit, dass man euch zusammenbringt. Fräulein Lisa, Sie sind ja das gescheiterste Mädel, das ich kenne. Ja. Sie können ausgestopft ins Panoptikum rein. Rose! Also die eine Brautausstattung wäre mir sicher. Jetzt rette ich die zweite. Sag einmal, Martin, sind wir jetzt verlobt? Und fest auch noch, Rose. Aber, Martin, da muss ich doch vorher ein Geständnis machen. Wieso? Magst du mich nicht? Natürlich mag ich dich. Aber? Aber weißt, wenn wir das Testament nicht gefunden hätten, hätt's mir halt nicht so pressiert mit der Verlobung. Du weißt was von dem Testament? Ja, seit heute. So, Ja, weißt du auch was davon? natürlich. Mir hat's doch der Vetter zum Aufheben gegeben. Was? Aber ich hab's sofort verbrennt. Ich hätte doch dir dein Erbe nehmen müssen. Was, Martin? So ein Edler bist du. So ein Esel bin ich. Na, Jetzt kommt's rein. Es ist ja alles klar. Ja. Was macht's denn ihr da?